Auch noch ein paar Plätze frei sind, dass Sie sich vielleicht von dort einmal hier so ein bisschen rüber verteilen. Danke. Die Kinder sind sicherlich schon ungeduldig und wollen auch gar nicht mehr warten. Da fange ich auch gleich mit den Kindern an. Liebe Kinder, liebe Schüler, sehr geehrte Lehrer, Erzieher und Eltern und alle Gäste, die uns gewogen sind und die einfach Freude daran haben, dass wir so tolle Kinder hier auf Sylt haben, die so wunderbare Sachen erarbeitet haben. Mein Name ist Maren Jessen. Im Namen des C.P. Hansen-Kuratoriums der Sylter Gemeinden heiße ich alle herzlich willkommen im Kursaal der Gemeinde Wenningstedt. Wir haben diesen Kursaal kostenfrei bekommen. Ein ganz großes Dankeschön. Die Technik war sehr aufwendig. Wir sind da sehr blauäugig rangegangen und haben gesagt, wir hätten gerne mal dies und das. Aber dass jetzt ein Techniker Stunden um Stunden da saß, um uns zu helfen, das ist uns jetzt schon ein bisschen peinlich, aber wir nehmen es jetzt einfach an und sagen ganz, ganz herzlichen Dank, eine tolle Solidarität mit der Sylter Kultur. Ganz herzlichen Dank. Besonders begrüßen möchte ich Menschen, die aus den Gemeinderäten hier sind. Es kann sein, dass der eine oder andere Bürgermeister gekommen ist, den können wir aber in der Menge hier nicht entdecken. Und natürlich wie immer die Presse. Die Presse ist ein ganz wichtiges Organ für uns. Es ist Publicity für die Sylter Sache. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und man kann sehen, bei einer Jugendpreisverleihung ist auch ganz viel Presse zugegen. Also ihr seid auch ganz wichtige Leute. Liebe Schüler, der Namensgeber des Jugendpreises C.P. Hansen war vor mehr als 160 Jahren ein wichtiger Mann auf Sylt. Aber das werden euch ja eure Lehrer erzählt haben. Er wollte seinen Schülern sehr, sehr viel mitgeben auf ihrem Lebensweg. Er lehrte die älteren Schüler, Rücksicht auf die Jüngeren zu nehmen und zeigte ihnen, ihnen zu zeigen, was sie bereits gelernt hatten. Damit war er seiner Zeit weit voraus. Es war ihm sehr wichtig, allen zu vermitteln, wie schön und einzigartig ihre Heimatinsel ist und dass sie das friesische Brauchtum und unsere Sprache Söllring unbedingt schützen müssen. Zu Zeiten C.P. Hansens kamen schon Touristen nach Sylt und er wusste, dass das eine große Chance war, der Armut zu entkommen. Viele bekamen durch den Fremdenverkehr Arbeit. C.P. Hansen war sehr klug. Er erstellte eine Landkarte, nachdem er die gesamte Insel mühsam vermessen hatte. Er schrieb Bücher über die Friesen, das Badeleben auf Sylt und nicht zuletzt schrieb er die Sylter Sagen nach alten mündlichen Überlieferungen auf. Mit diesen Büchern wollte er die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen, denn eine kleine Insel in der Nordsee mit einer eigenen Sprache konnte ihre Kultur nur für die Zukunft erhalten, wenn auch alle Menschen, die vom Festland als Gäste und Arbeiter kamen, darüber Bescheid wussten und das auch so spannend fanden. Ihr alle habt euch jetzt zu Verbündeten der großen Idee C.P. Hansens gemacht. Viele von euch wissen, wie Söllring klingt. Und ihr habt Friesischunterricht bei Frau Frank oder bei Frau Fahrenburg. Das ist etwas ganz Besonderes. Mit der tollen Unterstützung eurer Lehrer, Erzieher und Eltern habt ihr zum Thema Sylter Sagen so vielfältige, fantastische Arbeiten eingereicht, dass es dem Kuratorium schwer fiel, sehr schwer, die Reihenfolge der Gewinner zu ermitteln. C.P. Hansen wäre sicherlich stolz auf euch,
dass seine große Liebe zur Insel nicht in Vergessenheit geraten ist. Nun wünsche ich allen viel Freude bei der Preisverleihung und der Präsentation der wunderbaren Arbeiten. Ich übergebe an meine Stellvertreterin Maren Dietrichsen, mit der ich jetzt zusammen durch die Preisverleihung führen werde. Danke. Ja, vielen Dank, Maren. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Gäste. Toll, dass der Saal heute voll geworden ist. Alle, die heute diesen Button haben, habt ihr vielleicht schon ein paar gesehen, gehören zum C.P. Hansen-Kuratorium. Und da ist aus jeder Gemeinde eigentlich mindestens eine Person dabei. Ich bin zum Beispiel für List dabei. Kuratorium, das ist ja ein komisches Wort. Im Grunde sind wir ein Kulturausschuss aller Sylter Gemeinden, der einen besonderen Preis vergibt, nämlich den C.P. Hansen-Preis. Wir vergeben den einmal an eine erwachsene Person, und zwar jedes Jahr. Das sind dann Menschen, die sich schon sehr lange um die Sylter Kultur verdient gemacht haben. Und alle 2 Jahre schreiben wir den Jugendpreis aus. Und egal ob jung oder alt, wer den C.P. Hansen-Preis gewinnt, für den ist das was ganz Besonderes. Wir haben so tolle Beiträge von euch bekommen und waren sehr begeistert. Wir haben gestaunt, wie ihr das Thema immer wieder unterschiedlich und immer wieder überzeugend umgesetzt habt. Und wir wollen die besten Arbeiten und damit euch heute in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung stellen. Ihr habt es uns als Jury nicht leicht gemacht. 14 Mitglieder unseres Kuratoriums haben sich alle Arbeiten ganz genau angeguckt und jeder hat Platzierungen in den verschiedenen Kategorien vergeben. Gleich werden wir euch die Arbeiten vorstellen, die uns am besten gefallen haben. Für diese Arbeiten gibt es Urkunden und auch eine kleine finanzielle Belohnung. Die Urkunden wird Beate Weiß-Otten austeilen. Das ist unsere Frau aus Hörnum im Kuratorium. Und für die Finanzen haben wir unseren Kassenwart Arnold Bussius mitgebracht. Ich gebe jetzt mal einen kleinen Überblick, wer alles mitgemacht hat. Wir haben insgesamt 25 Wettbewerbsbeiträge erhalten. Diese haben wir nach dem Alter der Einreicher verschiedenen Kategorien zugeordnet, nämlich Kindergärten, Grundschulen sowie Schulzentrum, 5. bis 8. Klasse. Die letztgenannte Kategorie, 5. bis 8. Klasse, haben wir nochmal nach Einzel- und Gruppenarbeiten unterteilt. So ergaben sich insgesamt 4 Kategorien, also Gruppenarbeiten, Kindergärten, Gruppenarbeiten, Grundschulen, Einzelarbeiten 5. bis 8. Klasse und Gruppenarbeiten 5. bis 8. Klasse. In diesen 4 Kategorien werden wir heute 17 Arbeiten prämieren. Wir beginnen nun mit den Jüngsten. Genau, und das sind die Kindergärten. Von den Sylter Kindergärten haben wir 2 Wettbewerbsbeiträge bekommen. Der Kindergarten Keitum hat ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Es heißt Auf der Suche nach dem Schatz von König Finn und Lille Peer. Wer ist da vom Kindergarten Keitum? Kommt bitte auf die Bühne. Ute Göll, sehe ich da vorne? Da vorne bitte. Hast du auch mal Kinder mitgebracht? Die kennen ich voll gut. Petra Schwarze, ich glaube, die ist im Urlaub. Ja? Ja. So. Wir haben gehört, dass ihr im Kindergarten Puppen habt. Woran merkt man das eigentlich? Ja, also ab und zu verschwindet was oder wird umgeräumt im Kindergarten. Und jetzt kurz vor unserer Arbeit, die wir gemacht haben, haben wir einen Brief gefunden vom Kindergarten. Das erzähle ich gleich. Ja, Puppen, ne, die lassen manchmal die Tür zuknallen. Aber wenn man sie gut versorgt mit Grütze und ihnen mal einen ordentlichen Klecks Butter drauf macht, dann helfen sie einem auch. Aber dass man einen Brief von einem Puppen bekommt, das habe ich noch nie gehört. Und genau das ist euch passiert. Eines Tages kam eure Leiterin Regina und sagte, ich habe diesen fliederfarbenen Briefumschlag gefunden. Und darauf steht, für die Kindergartenkinder vom Kindergarten Puck. Das war schon mal eine Aufregung, ne? Ja. So, und eure Erzieherin hat das vorgelesen. Der Puck bedankte sich erstmal, dass er immer so gut von euch versorgt wird. Und dann hat er aber euch ein Geheimnis anvertraut. Und zwar hat er gesagt, sein Vorfahre, König Finn, war befreundet mit Lille Peer, dem starken Lister-Eierkönig.
Und die beiden haben einen Schatz zusammengetragen. Und vor langer Zeit haben die Zwerge diesen Schatz am Kaitumer Cliff unter zentnerschweren Steinen verborgen. Und der Puck hat euch gebeten, diesen Schatz zu heben. Genau. Da seid ihr los, das habt ihr euch nicht zweimal sagen lassen. Ja. So, das war eine Aufregung. Ja, wo ist denn nun dieser Schatz? So, da seid ihr schon am Tipkenhoek, ist das, ne? Genau. So, da könnte er sein. Ja, schließlich kommt ihr an diesem Hügelgrab vorbei und tatsächlich, da hattet ihr ihn gefunden. Schnell zurück in den Kindergarten und alles ausbreiten. Ketten, Armbänder in Gold und Silber, sogar der Hochzeitsring von Finns Braut Isa war dabei und die Krone von König Finn. Münzen, Perlen, ein Wahnsinn. Ne, da kann man sich wirklich nur bedanken beim Puck und das habt ihr getan mit diesem Brief. Ja, und was habt ihr mit dem Erlös getan von dem Schatz? Davon schaffen wir noch ein Spiel an. Also wir haben beschlossen, den Schatz behalten wir nicht. Wir lösen den ein in ein Spiel, was wir miteinander spielen können, dann auch im Kindergarten. Sehr gut. Wir fanden, ihr habt dieses Spiel, diese Schatzsuche sehr fantasievoll und sehr erlebnisreich umgesetzt. Und dafür bekommt ihr jetzt den zweiten Platz in der Kategorie Kindergärten. Auch ein anderer Sylter Kindergarten hat sich aus der Sagenwelt den König Finn ausgesucht und ein Theaterstück daraus gemacht. Es heißt Die Önnerersten und König Finns Hochzeit. Der erste Platz in der Kategorie Kindergärten geht an den ADS Kindergarten in List. Auf die Beine gestellt haben das Projekt Gabi Winkler, Anja Lorenzen, Irene und Christina Brüchmann. Kommt bitte auf die Bühne. So, mach weiter, Mann. Ja. Ihr habt euch ein Theaterstück mit musikalischer Begleitung ausgesucht und habt es dann gefilmt. Und wir wollen jetzt einfach gerne mal einen Ausschnitt daraus zeigen. Der König der Unterirdischen hieß Finn. Eines Tages hörte er, wie ein schönes Friesenmädchen sagte: Pferd ist doch so gut hätten wie die Önnerersten. Sie sind lustig, tanzen und singen jeden Abend. Und am Tag arbeiten sie nicht mehr, als sie mögen. Das merkte sich König Finn, denn das Mädchen gefiel. Eines Morgens kam das Mädchen an König Finns Hügel vorbei. Da lief er zu ihr hinaus und redete sie an. Weil es auch so gut haben wie der Önnerersten. Bleib bei mir, wäre meine Frau, damit du König der Unterirdischen. Das Mädchen willigte ein und sagte: Ja, das möchte ich. Oh, König Finn führte sie an der Hand in seinen Hügel. Am folgenden Abend war Hochzeit. Alle Zwerge waren geladen, von der ganzen Norderheide und von der Morsumer Heide. Festlich geschmückt strömten sie froh zum Festplatz auf der Norderheide. Jeder mit einem Geschenk. Der eine brachte eine Schale mit Beeren. Und dann? Ein anderer ein Läppchen mit Muscheln. Und dann? Ein dritter ein Töpfchen mit Milch. Und dann?
Und dann? Ein sechster, ein kleines Fischernetz. Und dann? Der siebte, einen Besen. Und dann? Der achte, einen Haarkamm. Und dann? Der neunte, einen hölzernen Löffel. Und dann? Der zehnte, einen Stein. Und dann? Der elfte, ein Taschentuch. Der zwölfte, ein Bettlaken. Der 13. einen krummen Nagel. Und der letzte brachte einen Türschlüssel. Es wurde gewaltig aufgetischt von den Gästen. Sie bekamen Heringslicht und Bogen, geröstete Sandspierlinge, gesalzene Eier, Iltisbraten und Austern, Heide und Moosbeeren. Dazu gab es Apfelsaft zu trinken. Der König Finn saß auf seinem Thron, den großen Sesselstein. Er hatte einen Mantel von weißen Mäusefellen über den Schultern und auf dem Kopf eine Krone von Edelsteinen, die wie ein Donnerstein oder versteinerter Seeigel geformt waren. Ihm zur Seite saß seine junge Frau, die nun Königin war. Sie hatte ein Kleid an, so fein und durchsichtig wie die Flügel der Wasserlibellen. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz der schönsten Heideblumen, voll von Diamanten und anderen glänzenden Steinen. Und an jedem Finger hatte sie einen goldenen. Die Unterirdischen aßen und tranken, dann sangen und feierten sie die ganze Nacht. In ihrer Freude dichteten sie ein Lied und sangen es dem König und der Königin vor. Und die beiden leben glücklich bis zum heutigen Tag. Die Hauptdarsteller haben wir ja heute nicht da, haben wir gesehen. Ist er? Oh, da ist er ja! Der Hauptdarsteller. Wunderbar! Ganz fantastisch. Hallo König Finn! Hat es Spaß gemacht? Ja. Ja? Hast du denn lange gebraucht, bis du diese Rolle so spielen konntest? Ja. Ja, das hat gedauert, ne? Das glaube ich. Wir konnten ja sogar sehen, ihr habt ja einen ganz ausführlichen Film gedreht, wir konnten ja sogar sehen, ihr habt ja den Thron des König Finn selber bemalt, dann habt ihr das Geschirr der Unterirdischen, der Önnerersten gebastelt. Ganz toll. Also dafür sollt ihr jetzt den... Ja, und dafür gebührt euch jetzt der erste Preis. Es geht gar nicht anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Gratulation. Siehst du, er war ja klar. So, wir kommen zur nächsten Kategorie. Und das sind die Gruppenarbeiten der Sylter Grundschulen. In dieser Kategorie haben wir von den 4 Grundschulen der Insel, sage und schreibe, 14 Beiträge bekommen. Das ist somit die Kategorie mit den meisten Beiträgen. Von den 14 Beiträgen wollen wir 8 Arbeiten mit einem Preis auszeichnen. Und wir beginnen mit Platz 8. Ein Gesellschaftsspiel zu erfinden, ist eine unheimlich gute Möglichkeit, das Thema Sylter Sagen umzusetzen. Denn nach dem Wettbewerb landet es nicht im Regal und verstaubt oder in irgendeiner Schublade, sondern man kann es immer wieder spielen. Viele von euch kennen vielleicht das Spiel Cluedo. Das Spiel Söll Cluedo kennen nur die Friesischkinder der 3. Klasse der Boy-Lolse-Schule, denn die haben sich das ausgedacht. Kommt ihr bitte auf die Bühne. Und dritter Preis natürlich. Man muss halt aufdecken, wenn so ein Ort, das dann in allen Bereichen kommt. Man muss dann rausfinden, das heißt, ich muss alle Orte abfangen und dann halt fragen, hier. So, herzlichen Glückwunsch. Kommt mal hier, dass euch alle sehen können. Komm mal. Hallo Britta, herzlichen Glückwunsch. In eurem Spiel geht es darum, herauszufinden, wer, womit und wo umgebracht wurde. Und die Täter sind alle Sylter Sagengestalten. Ja, jede Sylter Sage hatte natürlich eine andere Hauptfigur und in jeder Sylter Sage ist irgendwas Gruseliges passiert. Das stimmt. Wie das bei Cluedo ja auch der Fall ist. Ja. Und wir hatten genug Inselorte, um die Sagen verteilen zu können, haben dann da verschiedene Sachen passieren lassen oder wiedererlebt. Ganz klasse. Wir gratulieren herzlich zum 8. Platz. Und euch auch. Unsere nächsten Preisträger haben sich wieder mit den Zwergen aus den Sylter Sagen beschäftigt. Und sie haben sich überlegt, was wäre denn, wenn sich ein Zwerg in einer Schule einschleichen und die Menschen Kinder beobachten würde? Was würde er wohl erleben? Und Hans Gottlieb und Johanna Erken, die geholfen haben, das Projekt auf die Beine zu stellen. Also ihr wart im letzten Herbst im Wald, um eine Zwergenhöhle zu finden. Ja? Ja? Ja. Ja, wart ihr alle zusammen im Wald? Ja. Ne? Und ihr wurdet von einem unsichtbaren Zwerg verfolgt? Ja? Wo ist es losgegangen? Am Schulgebäude? Ja. 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 Und der Zwerg, wie hieß euer Zwerg? Hieß er? Roda. Ja, und der hatte sich fast verraten, ne? Und hätte fast laut losgelacht, als er eure Zwergenbilder gesehen hat. Ne? Zwerge treiben ja Schabernack mit den Menschen und ihr bekamt die Aufgabe, euch Scherze auszudenken. Ne? Hat ihr Spaß gemacht? Scherze ausdenken? Ja? Habt ihr viel Quatsch gemacht? Ja? Ja. Ja. Ne? Und dann habt ihr noch eine Idee gehabt, die Idee mit den Decken. Ja, genau. Ne? Ja, und was waren das für Decken? Was waren das für Decken? Graue. Graue. Und was passiert, wenn man so eine Decke umgehängt hat? Dann ist man unsichtbar. Wow, das waren dann Unsichtbarkeitsdecken. Ne? Und dann war der Höhepunkt eine Bahnfahrt. Ihr habt eine Bahnfahrt gemacht mit euren Decken über den Hindenburgdamm. Seid ihr mit dem Zug über den Hindenburgdamm gefahren? Mit dem Zug über den Damm gefahren? Ja. Ja, mit den grauen Decken. Ja, toll. Ne? Und dann habt ihr Schabernack getrieben? Ja,
Ja, erzähl mal, was habt ihr gemacht? Mützen geklaut. Wow. Und was noch? Ich war nicht bei. Ach, du warst nicht dabei. Kann mir noch jemand sagen, was ihr gemacht habt? Ne? Aber viel Spaß habt ihr auf jeden Fall gehabt. Ne? Und dann habt ihr, also wie gesagt, Scherze mit den Fahrgästen getrieben und an der Nase herumgezogen, vielleicht auch ein bisschen. Ja, das steht nämlich hier. Ich wollte auch noch mal fragen. Und am Maus und Cliff wart ihr auch noch. Und was habt ihr, ja, was habt ihr da gesehen? Etwa die Höhlen von Unterirdischen? Die Höhlen, ne? Das war aufregend, oder? Ja. Ja, das glaube ich. Das war bestimmt ganz toll. Nee, und ihr habt das so fantastisch gemacht und so schön. Und ich denke mal, ihr habt alle so viel Spaß dabei gehabt. Und das Schönste ist, ihr habt euch bewegt. Das ist eine ganz tolle Sache. Ihr habt euch bewegt und ihr wart an der frischen Luft. Und ihr habt dieses Thema sozusagen gelebt. Und dafür sollt ihr jetzt den Preis bekommen. Begeistert, Dankeschön. Danke. Wir kommen zu Platz 6, Spiel geschafft. Ich will erzählen, worum es in diesem Spiel geht. C.P. Hansen geht auf Sylt. Überall entdeckt er Sagen und erzählt sie. Aber C.P. Hansen bewegt sich heimlich von Ort zu Ort. Er zieht unsichtbar für seine Mitspieler über die Insel und zeigt sich nur in bestimmten Abständen. Mysteriös. Die Mitspieler haben die Aufgabe, C.P. Hansen auf die Schliche zu kommen. Sie sind als Sagendetektive hinter ihm her. Das Spiel ist, wo ist C.P. Hansen? Wo seid ihr, die Erfinder dieses Spiels? Die Friesischkinder der 3. Klasse der Nikolai-Schule. Und Britta Frank natürlich. Ja, diese Frau haben Sie schon mal gesehen. Britta Frank ist ja als Friesischlehrerin nicht nur an einer Schule auf dieser Insel tätig, sondern an allen Sylter Grundschulen. Und sie hat an den 4 Grundschulen mit ihren Friesischkindern, sage und schreibe, 9 Beiträge eingereicht. Britta, das war ganz, ganz klasse. Wir danken dir sehr für diesen Einsatz. So, komm mal auf die Bühne. Jetzt bekommt ihr eine Urkunde und einen Scheck für euer Spiel. Wo ist C.P. Hansen? Und wir hoffen, dass ihr das noch ganz oft spielt in der Schule. Dankeschön. Jetzt Puppen anzufertigen. Hochzeit des Zwergenkönigs Finn. Das habt ihr toll gemacht. Man kann sie da oben sehen. Die sitzen im Karton. Britta, lauf nicht so weit weg. Es war also eine ganz fleißige Sache. Das habt ihr toll gemacht. Und die Friesischkinder der 3. und 4. Klasse der Nordkampfschule, ja, bitte euch auf die Bühne. Genau, machen wir noch Kinder. Bitte kommt auf die Bühne. Ja, hier stehen sie im Karton, die Puppen, aber damit ihr sie alle sehen könnt, haben wir sie da oben. Hallo. Habt ihr die Idee gemeinsam gehabt? Oder hat diese schönen Puppen vorgeschlagen? Wir haben mehrere Vorschläge gemacht und das haben wir dann halt ausgesucht, ja. Und da habt ihr ganz demokratisch entschieden, das wäre eine tolle Sache, ne? Ja. Denn wir haben ja gesagt, man kann ganz vielfältige Dinge machen, man kann basteln und das finde ich ganz toll. Auch die verschiedenen Materialien und die Glieder aus Korken. Ne? Und wer hat dann die Korken alle so fleißig gesammelt? Man braucht ja eine Menge Korken dazu. Habt ihr alle zu Hause Material mitgebracht? Oder ja? Nee, die hat Frau Frank gesammelt. Hat Frau Frank gesammelt. Also das ist eine tolle Lehrerin. Eine ganz, ganz tolle Idee. Ne? Harte Gleckwind, den wohl ganz fein muckelt.
Platz 4. Auch eine andere Gruppe hat es gewagt, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neuland zu betreten. Und die haben sich einfach mal neue Sylter Sagen ausgedacht. Es sind die Kinder der 4. Klasse der Nordkampfschule. Sie haben Frau Lüning mitgebracht. Bitte auf die Bühne. Das wollt ihr natürlich hören. Wir haben darum gebeten, dass uns einer eine neue Sylter Sage vorliest. Und das wird Chiara sein. Die liest uns die Geschichte vor vom Sylter Ungeheuer. So, kommt mal auf die Bühne. Können wir das für euch einstellen hier? Wo ist denn Chiara? Da bist du. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist Chiara. Und der Rest der Truppe kommt auch mal ein bisschen näher ran hier. Ne? So, Chiara. Nochmal das übernächste Bild bitte. Das ist das hier, genau. Das ist das Sylter Ungeheuer. Ihr habt auch schöne Bilder dazu gemalt. Dann darfst du loslegen. Das Sylter Ungeheuer. Es war einmal eine alte Frau, die hieß Güde. Güde wohnte in einer kleinen Hütte direkt am Kampener Strand. Sie lebte vom Makrelenfischen, vom Heidelbeerensammeln und von Hagebutten und Sanddorn. Sie hatte eine Warze auf ihrer Nase und war bekannt als Kampener Hexe. Sie war immer sehr nett und hat vielen geholfen. Zu dieser Zeit gab es auch ein Heideungeheuer. Das lebte in einer dunklen und friedlichen Höhle, bis ein Riesenseeungeheuer erschien. Es bewachte die Höhle Tag und Nacht. Eines Tages verließ das Seeungeheuer die Höhle. An diesem Tag gingen 3 Jungen an der Höhle vorbei. Der eine Junge sagte: Ich bekomme 20 Mäuse. Die Jungen waren einverstanden. Dann kam das Seemonster zurück. Die Jungs schrien: Paul, komm raus, das Seemonster kommt wieder. Doch Paul hörte nicht und schon kam das Seemonster in die Höhle und Paul sah es. Er wollte noch schnell wegrennen, doch das Seemonster war schneller. Das Seemonster hat ihn eingesperrt. Die beiden Jungs rannten sofort zur Güde. Sie klingelten ganz oft. Güde riss die Tür auf. Die beiden schrien durcheinander. Sie sagten: Unser Freund ist in einer Höhle gefangen, von einem bösen Monster. Sie nahm ihren Besen und sagte: Komm, wir fliegen zu der Höhle. Als sie da waren, sagte Güde: Wir locken es raus. Güde schaffte es, das Seemonster rauszulocken, und es kam nie wieder aus dem Wasser. Es hatte die Erfahrung gemacht, dass es doch im Wasser schöner war als auf dem Land. Herzlichen Dank, Chiara. Das war gruselig, aber Gott sei Dank mit Happy End. Vielen Dank an euch alle. Es geht nun um den 3. Platz. Auch diese Preisträger haben ein Würfelspiel erfunden. Ein Wettlauf über die Insel von List nach Hornum. Wer dabei einen roten Punkt landet, muss eine Fragekarte ziehen und beantworten. Wird die Frage richtig beantwortet, darf man ein Feld vorrücken. Liegt man falsch, geht es 2 Felder zurück. Wer als erstes das Ende der Insel erreicht hat, hat gewonnen. So geht das Sylter Sagenspiel. Auf Friesisch Söll Sagen Spöll. Das habt ihr toll gemacht, ihr Friesischkinder der 4. und 1. Klasse der Schule St. Nikolai. Da kommen auch ein paar Kinder. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Euch auch. Ja, 3. Platz. Ja?
wenn ihr fliedig wissen. Wenn eine ganze Schule an einem Strang zieht und dadurch ein wunderbares Gemeinschaftswerk entsteht, ist das etwas ganz Besonderes. Die Kinder dieser Schule haben die alten Sagen gelesen und dann haben sie gesagt, die Sprache ist ja ganz schön verstaubt. Wie wäre es, haben sie sich gefragt, wenn wir das mal in unserer Sprache weitererzählen? So wie die Menschen auf Sylt, die haben sich ja auch von Generation zu Generation die Sagen weitererzählt. Wie wäre es, wie würde es klingen, wenn Kinder von heute die alten Sagen erzählen? Und herausgekommen ist dann dieses Buch. Das ist der zweite Platz in der Kategorie Grundschulen. Geht an die Norddörfer Schule. Alle Klassen, alle Lehrer für das Buch Greif mal nach dem Mond. Kommt mit auf die Bühne. Erzählen nicht nur die Sagen, sie haben auch herrliche Bilder dazu gemalt. Das Titelbild hier von dem Buch ist zum Beispiel von Finn Wiegner. Wir werden gleich noch mehr von den schönen Bildern sehen, denn wir bekommen eine Klasse 2 von Frau Wiesner, der Stoff der Pedalön. Die Klasse 3 von Frau Möller hat den Kampf zwischen den Zwergen und den Riesen beschrieben. Und die Klasse 4 von Herrn Dobroth hatte die Titelgeschichte Greif mal nach dem Mond. Das ist die Geschichte von Pua Modas. Und die 4a von Frau Hansen hat die Geschichte vom Lister Eierkönig erzählt. Und diese Geschichte würden wir gerne mal hören. Wer will sie uns vorlesen? Oder macht ihr das gemeinsam? Sagst du uns deinen Namen noch vorher? Sag mal ins Mikrofon. Mats. Wunderbar. Leg los, Mats. Vom Eierkönig im Listland. Geschrieben, gemalt und ergänzt von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4a mit ihrer Lehrerin Sabine Hansen. Im hohen Norden der Insel Sylt, in dem Ort List, ein Mann, dessen ganzes Reich die Dünen waren. Er wurde Peter der Kleine genannt, denn zur gleichen Zeit war Peter der Große Zar von Russland. Peter der Kleine wurde ein sehr reicher Mann, denn er hatte die Idee, mit Möweneiern Geld zu verdienen. Er begann jedes Jahr etwa 60.000 Möweneier und da ein Möwenei so viel wert war wie 3 Hühnereier, wurde Peter der Kleine nur noch der Eierkönig genannt. Da aber während der Brutzeit viele Menschen auf die Idee kamen, Möweneier zu sammeln, war es gar nicht so einfach, Eierkönig von List zu sein. Gott sei Dank war Peter der Kleine ziemlich stark. Einmal legte er sich mit einem Friesen vom Festland an. Sie trugen Bierfässer um die Wette. Er musste sich kaum anstrengen. Auch schaffte er es mit Leichtigkeit, ein ganzes Boot alleine vom Watt durch die Dünen zum Weststrand zu tragen. Und stellt euch vor, ein anderes Mal kamen 17 Boote am Waldufer an und mit einer ganzen Horde von Eierdieben an Bord. Peter trug alle Boote zum Watt und ließ sie ins offene Meer treiben. Die Eierdiebe jedoch fanden das gar nicht witzig. Im Gegenteil, sie brannten die Dünen ab, erschossen viele Möwen und noch viel schlimmer, sie entführten Peters Sohn Atten. Wer ab jetzt in seine Nähe kam, egal ob Ritter oder Räuber, wurde brutal vertrieben, so dass keiner mehr an das Möweneierstehlen dachte. Nach vielen Jahren ohne seinen jüngsten Sohn strandete ein Schiff in seiner Nähe und Peter schaffte es, einen Matrosen zu retten. Auffällig war das Muttermal des Matrosen und Peter der Kleine erkannte sofort seinen Sohn Atten wieder, der mittlerweile erwachsen war. Was war er froh! Nun hatte Peter all seine Kinder wieder beisammen. Wie viele waren es nochmal? Ja, 24.
Peter war eben ein ganz ungewöhnlicher König. Anmerkung: Peter der Kleine in unserer Geschichte hieß eigentlich Peter Hansen. Er lebte in Lis von 1654 bis 1718, wurde also 64 Jahre alt. In Wirklichkeit hatte er nur 12 Kinder. Als Eierkönige setzt man schlauerweise immer kinderreiche Väter ein. Ein Drittel der Eier musste abgegeben werden. Heute brütet keine Möwe mehr im Listland. Dankeschön, das war super. Herzlichen Glückwunsch. Wenn noch ein Bilder da nicht Spaß. Vielen Dank, Frau Glöckner. Ja, da darf ich Ihnen auch sehr Mikrofon geben, da wollte ich ein paar Worte Ja, das hat für den Druck gesorgt. Ja, das wäre sehr nett. Und Frau Müller. Vielen herzlichen Dank, hat uns ganz viel Spaß. Dankeschön. Hat uns viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bleibt noch mal. Frau Glöckner hat sich das Mikro gegriffen. Bleibt noch mal. Ja. Hallo alle zusammen. Vielen Dank für den zweiten Preis. Wir freuen uns sehr. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, alle Kinder, alle Lehrer, Hausmeister, Sekretariat, also wirklich alle haben beigetragen dazu. Und da ist das Buch entstanden und wir sind ganz stolz darauf, weil es das erste Mal ein Buch haben, was man auch öffentlich kaufen kann. Das haben wir noch nie gemacht, das ist total schön. Ja, ab wann ist das denn im Handel? Es ist ab jetzt im Handel, also bei Amazon ist das schon drin. Jetzt würde ich euch doch gerne mal bitten, dass ihr da hinten das abreißt. Wir haben nämlich hinten was zugeklebt. Ich könnte auch ein anderes Buch geben, wo wir nichts zugeklebt haben. Wir haben ein Buch abgegeben, wo hinten alles abgeklebt ist. Ich kann nichts erkennen. Darf ich da mal? Aber jetzt. Hier steht: 50 Cent des Kaufpreises erhält das C.P. Hansen Kuratorium. Dankeschön! Das ist ganz klasse. Davon freuen wir uns. Und das Geld kommt euch allen wieder zugute. Dankeschön. Ein kleines Dankeschön haben wir noch für den Vater, der uns geholfen hat beim Setzen des Buches. Die Kinder haben es geschrieben, umgeschrieben, gemalt. Und ein Vater hat uns ein bisschen geholfen, das zu setzen. So ein Buch zu setzen ist gar nicht so einfach, das haben wir noch nie gemacht. Okay, vielen Dank dafür. Nochmal an den Herrn Lars Schmidt für die Unterstützung. Gut. Vielen Dank. So, ab sofort im Sylter Buchhandel. Greif mal nach dem Mond. Kleine Kulissen zu den Sagen lassen. Man könnte ein Sagenspiel erfinden. Man könnte Exkursionen zu den Schauplätzen machen, wo die Sagen stattgefunden haben. Oder man macht einfach alles drei zusammen. Genau das hat eine Sylter Grundschule getan und damit den herausragenden Beitrag eingereicht, den wir mit dem ersten Platz auszeichnen wollen. Ja, wir müssen. Der erste Platz in der Kategorie Gruppenarbeiten geht an die 3. Klasse der Boy-Lonsen-Schule und ihrer Lehrerin Frau Mager. Die Teilung im Karton. Ja. Und dann habt ihr jeweils zu dritt eine Sage vorgetragen, das seid ihr, die sich in jedem Karton abspielt. Das ist auch alles dokumentiert. Dann habt ihr, ja, wie gesagt, einen Filmausschnitt davon gemacht. Den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und dann zeigen wir den Filmausschnitt mit der Sage von Ink und Dunk. Ist auch vorne mit der St. Severin-Kirche im Karton zu sehen. Ich erzähle euch jetzt die Sage von Ink und Dunk.
Kaltumer Kirche hier errichtet werden, da das Fuhrwerk bei der ersten Ladung großer Findlinge zusammenbrach. Glaubte man an einen Fingerzeig Gottes, also wurde die Kirche ein kleines Stück weiter östlich errichtet werden, genau an dieser Stelle. Der Kirchturm allerdings kam erst einige Jahre später dazu. Man entdeckt schnell das Abbild zweier Nonnen in ihren Gewändern, die eigentlich Granitsteine sind. Sie erinnern noch heute an die zwei Nonnen, die den Kirchturm und die Glocke gestiftet haben. Bei gutem Wind konnte man es auch auf dem Festland hören. Da wurden die Festländer neidisch und unternahmen sogar den Versuch, die Glocke zu stehlen. Doch sie schafften es nicht. Da reichte es dem Kirchenvorsteher. Er band ein Pferdehaar zwischen den Knüppel der Glocke. Da dachten die Festländer, dass die Glocke gesprungen sei und unternahmen nicht mehr den Versuch, die Glocke zu stehlen. Von da an hatten die Kaltumer ihre Ruhe vor den neidischen Nachbarn, den Festländern. Dabei reisen die Spieler durch die Sylter Sagenwelt und müssen dabei Wissensfragen beantworten. Für richtige Antworten gibt es Edelsteine aus einer Schatztruhe. Es gibt aber auch Ereignisfelder. Dann habt ihr nicht nur eine Exkursion gemacht, ihr wart sogar am Denkhoch, am Morsum Cliff. Da habt ihr die Töpfe, Teller und Schalen der Unterirdischen finden können. Im Heimatmuseum wart ihr mit der Museumsleitung Frau Ahrens unterwegs und habt Ecke Neckepen als Marionette getroffen und die Sage Ecke Neckepens nachgespielt. Es war sehr aufregend und bunt. Dann habt ihr Frank Deppel zu einer Autorenlesung eingeladen, da oben kann man ihn sehen. Und ihr wart bei der Tinnenburg. Das war wirklich sehr, sehr fleißig und die Kartons haben uns auch überzeugt und die Darstellung, der Film, also ihr wart herausragend. Wir konnten nicht anders, wir mussten euch den ersten Preis zugestehen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir kommen zu den Älteren. Die Kategorie Einzelarbeiten, 5. bis 8. Klasse. Bisher hatten wir ja nur Gruppenarbeiten, aber es gibt unter den älteren Schülern auch ein paar Einzelkämpfer, die Einzelwerke eingereicht haben. Und die möchte ich jetzt gemeinsam auf die Bühne bitten. Es sind Patrick Bossen aus der Klasse 8a der Gemeinschaftsschule, Lisa Marie Sommerfeld, 8a und Lukas Sorgatz, ebenfalls aus der 8a. Seid ihr da? Ja. Und bringt bitte Frau Stein mit, wenn sie da ist. Eure Lehrerin Beate Stein. Du hast dir ein Spiel ausgedacht, alle drei. Das Geisterschiff genannt. Hier kann man einen Ausschnitt sehen. Da ist es. Dafür bekommst du den 3. Platz in der Kategorie 5. bis 8. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Lisa Marie, herzlichen Glückwunsch. Du hast den 2. Platz für dein Modell der tanzenden Friesinnen und Friesen. Da ist es. Und der 1. Platz in dieser Kategorie, 5. bis 8. Klasse, geht an Lukas Sorgatz. Er hat ein Modell gemacht vom Geisterschiff. Da seht ihr. Also das ist wirklich sehr kunstfertig. Und Luca, vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, aus welchem Material das ist und warum du dir diese Sage ausgesucht hast. Wir brauchen einmal das Mikro, bitte. Ja, also ich habe mir lange ausgesucht und wir haben ein Thema bekommen. Wir konnten uns aussuchen, welches wir nehmen, und ich fand das die Sage mit dem Geisterschiff sehr interessant. Das ist so toll umgesetzt. Ist das Pappmaché oder was ist das? Nein, das ist normales Zeitungspapier okay. mit Zahnstochern und ein bisschen Holz. Toll.
Vielen Dank. Erster Platz. Wir kommen zur letzten Kategorie und das sind die Gruppenarbeiten von Kindern und Jugendlichen 5. bis 8. Klasse. In dieser Kategorie haben uns 6 Beiträge erreicht. 4 davon wollen wir auszeichnen und wir beginnen mit Platz 4. Eine Klasse vom Gymnasium hat im Kunstunterricht wunderbare Sylter Sagen, Bilderbücher mit Hilfe von Linolschnitten angefertigt. Eine ganz wunderbare künstlerische Arbeit. Und im Deutschunterricht ein Sagenlexikon erstellt. Es ist die Klasse 6G mit ihren Lehrerinnen Frau Watermann, Frau Kuterba, Frau Langelage. Bitte kommen Sie auf die Bühne, bitte kommt auf die Bühne. Frau Kuterba ist tatsächlich da. Super, mit Nachwuchs. Klasse. Frau Watermann? Nimm mal rauf auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und nochmal herzlichen Glückwunsch. So, kommt näher ran. Jetzt vorlesen hier, ne? Bitte sehr. Kommt. Es war im Herbst eines längst vergangenen Jahres, als sich die Sylter Frauen voller Vorfreude mit ihren schönsten Trachten kleideten, den prächtigsten Silberschmuck anlegten und Ausschau hielten. Denn es war die Zeit, dass ihre Männer nach monatelanger Reise endlich wieder zurückkehrten. Von den Häfen in Hamburg und Holland kommend traf in diesen Tagen ein Schiff nach dem anderen ein und brachte die Walfänger in die Heimat. Wie groß war die Freude, wie zärtlich waren die Umarmungen, als die Schiffe an den Sylter Häfen anlandeten. Nur eine junge Frau wartete vergebens auf den Bräutigam. Dies war Brunche aus Braderup, wohl das schönste Mädchen im Dorf, rank und hochgewachsen mit strohblonden Haar, das ihr feingeschnittenes Antlitz umrankte. Doch ihre strahlend blauen Augen hatten nun vom Glanz verloren. Tag und Nacht weinte sie um ihren Liebsten, denn bald war ihr gewiss, dass sie ihn wohl nie wiedersehen würde. Und richtig, es traf die Kunde ein, dass sein Schiff im Eismeer mit Mann und Maus untergegangen sei. Brunche aber sehnte sich auch weiterhin inbrünstig und da half es in der Folgezeit auch nicht, dass die anderen Frauen großes Mitleid hegten und ihr die Burschen den Hof machten. Abend für Abend zog es Brunche zum Strand, wo sie versunken auf die Wellen blickte, so dass man auf Sylt schließlich munkelte, sie sei von Vollens Wirr geworden. Doch eines stillen Winterabends, als Brunche wieder einmal am Strand verharrte, vernebelte sich die See und das Mädchen gewahrte plötzlich ein Schiff. Und obwohl kein Lüftlein wehte, waren die Segel gebläht und in schneller Fahrt näherte sich das Schiff dem Ufer. Es schien jedoch so, als käme es geradewegs aus dem Schlund des Meers. Wasser troff von seinem Masten, Seetang bedeckte die Reling und obwohl die Segel gestrafft waren, so zeigten sie jedoch eine Vielzahl von Löchern und Rissen. So, jetzt kommt Levin. Ich glaube, jetzt kommt das Sylter Sagenlexikon. Ja. Na? Das habt ihr mit Frau Watermann erstellt. Und ihr lest mal einen Abschnitt vor zum Lister Eierkönig. Genau. Lilleper. Lilleper wird auch der Eierkönig genannt, weil er sehr stark war. Außerdem wird er auch Peter der Kleine genannt. Aber sein ursprünglicher Geburtsname ist Peter Hansen. Beachtlich ist, dass Lilleper ungewöhnliche Kräfte besaß. Lilleper hatte eine glückliche Familie, die aus 14 Kindern und seiner Frau bestand. Er lebte im 17. Jahrhundert. Lilleper wohnte in List. Auffällig ist, dass er sehr stark war. Zum Beispiel hatte er einst ein Boot über eine Stunde lang durch die Dünen gezogen. Zudem hatte er kein leichtes Leben, weil er Tag und Nacht auf den Beinen sein musste, um die Räuber zu vertreiben.
Außerdem war er sehr breitschultrig. Wenn er wütend war, ging er ziemlich hart vor. Es scheint so, als wenn er sehr schlau war. Beispielsweise schlich er sich einst an die Boote der Räuber und schob sie Stück für Stück ins Wasser, sodass sie weit wegtrieben. Weiterhin fuhr er wie alle Jungen auf See. Er war sehr hilfsbereit, was ihn ein klein wenig zu einem Helden macht. Das liegt nämlich hier so ein bisschen versteckt. Was ist das hier? Vielen Dank. Wir wissen ja alle, wo die Unterirdischen leben, nämlich in Höhlen in der Heide. Eine Gruppe naturverbundener Sylter Jugendlicher hat sich gefragt, wie geht es den Unterirdischen eigentlich heutzutage? Wie ist es um ihren Lebensraum, Heidelandschaft eigentlich bestellt? Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Heide ist stellenweise zugewachsen, da sind Sträucher, sogar kleine Bäumchen und die Wurzeln wachsen bis in die Höhlen der Unterirdischen hinein. Und noch schlimmer, viele Teile der Heide sind bereits zugebaut. Ja, wo sollen die Unterirdischen da abbleiben? Wer kann ihnen helfen? Das haben sich die Naturschutzbande Sylt überlegt und daraus einen Film gemacht. Bitte auf die Bühne. Naturschutzbande Sylt und eure Leiterin Anja Bachmann. Ja, genau, da oben fliegt der Weihnachtsmann. Komm mal bitte. Komm mal, so staut sich das. Kommt. Naturschutzgemeinschaft Sylt, spricht Tim, moin. Hallo, hier ist Marisol. Moin. Wir haben hier ein Problem, und zwar mit einem Gönnerersken. Ah, okay, alles klar. Die haben mich letztens auch schon mal eine Heide angetroffen. Was ist denn das Problem? Also wir sitzen hier in Friedrichshain und ja, wir besprechen halt gerade was mit Ihnen. Ja, Friedrichshain, da kann ich vorbeikommen. Ich bin gerade auf dem Weg. Also wir wären 5 Minuten da, wenn das okay ist. Ja, das ist cool, dann können wir es vor Ort besprechen. Ja, super, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Ich habe gerade mit einem von der Naturschutzgemeinschaft gesprochen. Tim heißt er und er ist sowieso hier in Friedrichshain, also könnte er auch in 5 Minuten hier sein. Sehr gut! Da ist er ja schon. Oh, ich hatte dich. Hallo. Okay, 5 Minuten durch Menschen gerechnet. Ja, das stimmt, ich war gerade auf dem Weg. Moin. Hallo. Hallo. Moin. So, was ist denn das Problem? Also, unser Problem ist halt, Ach, das ist, das mit der Heide. Ja, genau, ich hatte euch ja schon mal getroffen, da habe ich davon gehört. Genau, also die ganzen Häuser werden gebaut und euch fehlt irgendwie der Lebensraum. Ihr findet keinen Platz mehr, wo ihr wohnen sollt. Naja, wir wollten ja in die Vorstandssitzung. Genau, der Vorstandssitzung, da habe ich das Thema auch schon mal angesprochen und ja, ist gut rübergekommen. Also wir versuchen euch auf jeden Fall zu unterstützen, in euer Ziel irgendwie die Heide zu erhalten, ist ja auch unser Ziel. Und dementsprechend können wir da alle zusammen an einem Strang ziehen, wie wir das sind, würde ich sagen. Das heißt, die Allerersten sind gerettet. Die Allerersten sind gerettet, definitiv. Also da bin ich meine Hand für uns Feuer. Du kannst also deinen Freunden Bescheid sagen und dann alles wieder vor Ordnung ist. Okay.
Genau. Gute Idee. Tschüss. Tschüss. Was für ein nettes Pärchen. Was für ein nettes Pärchen. Marlina, Marisol und Tim helfen uns Kinderärzten. Komm hier, Stimmung! Wo seid ihr? Party bei den Unterirdischen. Die Naturschutzbande Sylt. Aber wir wollen euch noch aufmerksam machen, Dass wir die Sylter Sagen schon seit dem Kindergarten kennen. Und dass sie unser Leben sehr reicher prägen. Aus eurer Ecke da raus. Hier sind sie, die Unterirdischen. Das muss natürlich nicht die allerersten sagen, weil wir ja leider... Vollen Schild gibt es den dritten Platz. Und Anja Bachmann ist so stolz auf euch. Die will auch noch was sagen. Sagen? Marisol? Nein. Also ich wollte noch sagen, dass die sich den Film ganz alleine ausgedacht haben. Drehbuch, Regie, Choreografie, alles Naturschutzbande Sylt. Und das ist wirklich super. Vielen Dank. Eine Klasse des Sylter Gymnasiums hat sich ein besonders pfiffiges Stück ausgedacht. Und zwar geht es um die Sagengestalt des Peter Lüng. Das Stück beginnt in einem Klassenraum. Die Lehrerin erklärt das Thema Sagen, kündigt das Thema Sagen an. Die Begeisterung hält sich natürlich in Grenzen. Aber dann öffnet sich der Vorhang und Peter Lüng betritt die Bühne. Die Handlung steuert ganz schnell auf diese legendäre Grünkohl-Pott-Szene zu. Das Stück heißt Peter Lüng, ein sagenhafter Sylter. Und ausgedacht hat sich das die 7F. Ganz wunderbar. Bitte kommt auf die Bühne und bringt eure Lehrerin, Frau Dagmar Andreasen. Ja, wie ist der Gott? Wir zeigen jetzt dann auch einen Filmausschnitt, ja, der zeigt, was ihr alles könnt, nämlich Theater spielen, Ballett und Klavier. Alle Einlagen waren dabei. Komm bitte. Komm bitte. Benni, hallo? Komm rein. So. Herzlichen Glückwunsch. Bald schon wurde Peter auf die Probe gestellt, denn der Sohn des Amtmanns wollte auch von den armen Syltern die Steuern gezahlt werden. So bestöre dich. Ich hole dir auch nicht. Achte auf deine Worte. Wir waren der Steuern immer frei. Du frisst dein Glück und nicht auf, bevor das Geld hier liegt. Wer in meinem Brot spuckt, der soll ihn auch fressen. Peter verließ Sylt, aber bevor er das tat, Landen Sie! Gut. Ist auf Menschennamen dran? ja, mehrere.
Euer Theaterstück endet wieder im Klassenraum und ein Schüler sagt, ich wusste gar nicht, dass Sagen so cool sein können. Das fanden wir auch. Also für diese coole Umsetzung des Peter Lüm-Stoffes habt ihr diesen Platz 2 jetzt bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wie lange habt ihr gebraucht, um diese Choreografie einzustudieren? Das war ja ganz gekonnt und ganz toll. Also der Tanz hat etwas länger gedauert, weil es am Anfang noch ein ziemliches Durcheinandergewusel war, weil niemand weiß, wo er genau stehen sollte. Und der Rest des Theaterstücks ging eigentlich ziemlich schnell, weil wir sind eine sehr lernfähige Klasse. Das haben wir gemerkt. Und können sehr gut Texte auswendig lernen und sind auch sehr theatrisch. Das haben wir gemerkt. Und hattet ihr denn auch so richtig dieses Piratenfeeling? Habt ihr gemerkt, dass ihr Sylter Kinder seid? Und dass Peter Lüm noch hinter euch steht? Ich denke schon. Also ja. Meine treuen Piraten waren, denke ich, schon durchaus gut und der Rest der Mannschaft war auch klasse. Ja, sah sehr enthusiastisch aus. Herzlichen Dank. Super, vielen Dank. So, wir kommen zu dem letzten Preisträger in dieser Kategorie, der jetzt den ersten Platz abräumen wird. Es handelt sich um eine Koproduktion zwischen einer Sylter Grundschule und dem Gymnasium. Auch diese Klassen haben einen Film gemacht, der heißt Sylter Sagen pur Modas. Kommt bitte auf die Bühne und bringt Frau Koterba mit, Frau Miltenberger und Herrn Engert. Ja, also der Film beginnt damit, dass die Grundschüler der 4. Klasse in der Innenstadt von Westerland unterwegs sind. Sie wollen sich mal erkundigen, wer was von Sylter Sagen weiß. Und sie interviewen so einige, die sie treffen. Zum Beispiel im Bahnhof fragen sie eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Dann gehen sie in die Friedrichstraße. Da treffen sie Passanten und auch Verkäufer. Aber keiner weiß so richtig, was zu Sylter sagen. Eigentlich ernten sie überall nur Schulterzucken. Sie kommen dann in die Buchhandlung Klaumann. Da treffen sie auch Herrn Klaumann, der kann schon was berichten. Dann laden sie noch Frank Deppe ein, den Journalisten und Autor. Der muss es wissen, denn schließlich hat er ein Buch über die Sylter Sagen geschrieben. Und nach dem Interview geht der Film dann so weiter.
nichts gegen den Wind geraucht habe, soll hier die Rede sein. Kennst du was von? Dieser Sonderling wohnte in Westerland, doch schon bald war auf der ganzen Insel als Eulenspiegel bekannt. Purmodas war nicht nur von hässlicher Gestalt, sondern auch von hinterlistigen und diebischem Charakter. Gewöhnlich trieb er sich nach eigener Laune auf der Insel herum, führte die Einfältigen an, vernahm was gegen die Klugen und verhöhnte die Betrogenen. Purmodas war ein Sohn der Freiheit und ein Kind der Wildnis. Wo man ihn suchte, fand man ihn nicht, wo man ihn hingegen nicht erwartete, da war er schon zur Stelle. Er war mit anderen Worten eine rechte Plage und nirgendwo gern gesehen. Sie wollten nämlich ihre Inselskirche ein Stück weiter versetzen und wussten nicht, wie sie das am besten anstellen sollten. Da trat Purmodas hervor und sagte: Das ist doch nicht weiter schwer. Es soll einer von euch seine Jacke ausziehen und sie ein Stück weiter vor die Mauer legen. Jakob. Dann geht ihr alle zur Nordseite hinüber und drückt nach Kräften gegen die Kirche. Wenn die Jacke nun unter der Mauer verschwunden ist, dann steht euer Gotteshaus am richtigen Platz. Diesen Rat nahm die Menge freudig an und stemmte sich mit aller Gewalt gegen die Wand. Zeit spazierte der Schelm um die Ecke und verkündete, dass es jetzt gut wäre, denn die Jacke sei nicht mehr zu sehen. Die Freude der Menschen war groß und es dauerte noch einige Tage, ehe die braven Bürger erkannten, dass Purmodas sie an der Nase herumgeführt hatte. Modas. Ja, das kann nicht so viel sein, ne? Keine Gedanken gemacht. Der Spitzbube jedoch führte aus Stolz eine neue Jacke vor, die er so listig hatte erwerben können. Die Streiche des Hülter Eulenspiegels aber gewannen mit der Zeit an Bösartigkeit.
Und so unrühmlich wie sein Leben war, endete es auch. Sein Boot kenterte in der Meerenge zwischen Sylt und Föhr. Dies geschah am 7. März des Jahres 1600 und war das Ende eines Mannes, dem man zu sagen pflegte, dass sein Schornstein stets gegen den Wind geraucht habe. Und wenn er doch nicht gestorben ist, pur moders, und im Gymnasium sind entstanden Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Beulonsen und die Klasse von 11 Gymnasium haben mit den Lehrern Jan Koterba, Johanna Miltenberger und Jörg Enger sämtliche Beiträge selbst entworfen, erarbeitet, durchgeführt oder auf irgendwelche Konzerte zurückgreifen. Also auch bei den Musikeinspielungen selbst komponiert und aufgenommen. Unsere Rede ist nicht nur sagenhaft, sondern auch sagenhaft. Die uns freiwillig unterstützt haben. Das ist also nicht in Konkurrenz zu treten, sondern zu kooperieren. Das ist eine ganz tolle Sache, war ganz neu für uns und hat uns hoch erfreut. Aber der Inhalt war eben auch künstlerisch wertvoll. Genau, zauberhaft diese Scherenschnitte, das Schattenspiel, aber auch diese Szene am Lagerfeuer. Man könnte stundenlang zuhören. So, die Scherenschnitte hat die 5F im Kunstunterricht mit Frau Koterba gemacht. Die Musik ist bei Frau Miltenberger im Musikunterricht entstanden, zum Teil Eigenkompositionen. Und auch Herrn Engert ist zu danken, denn im Tonstudio der Beulonsen-Schule hat er mit Schülern der 4. Klasse für den guten Ton gesorgt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Entschuldigung. Wir haben wirklich so viele schöne Einsendungen bekommen. Wir sind begeistert. Manchmal fehlen uns fast die Worte. Vielen, vielen Dank an alle Mitwirkenden, vor allen Dingen an die Pädagogen, an die Kindergärtnerinnen. Wir haben mit ihnen kooperiert. Frau Dietrichsen hat vorher sehr viel
Arbeit gehabt, sie hat sehr viele Zettel ausgefüllt, sie hat Fragebogen ausgefüllt und ich denke mal, nur so konnte man ein Thema finden, das wirklich so ergiebig war und es wirklich allen Spaß gemacht hat. Wir möchten uns noch für den Einsatz von 2 Menschen bedanken. Diese Veranstaltung wäre ohne sie nicht möglich. Das ist einmal der Techniker des Kursaal Hoch 3. Ein ganz herzliches Dankeschön. Norman Hansen. Ja, Herr Norman Hansen. Und die Veranstaltungsleitung, Frau Elke Wenning, hat auch gleich kooperiert. Vielen herzlichen Dank. Genau, und jetzt habe ich auf meiner nächsten Seite Norman Hansen stehen. Das hätte ich jetzt auch wieder gedacht. Ich habe noch eine Bitte, liebe Kinder. Am Schluss der Veranstaltung, wenn ihr vielleicht noch etwas trinken möchtet und vielleicht noch eine Süßigkeit essen möchtet, würde ich euch bitten, dass jeder seine Arbeit mit nach Hause nimmt. Das können wir natürlich nicht hier stehen lassen und so wird es auch sicher heimtransportiert und es wird nicht zerstört. Darum möchten wir euch sehr gerne bitten. Vielen Dank an alle Beteiligten. Zum Schluss möchte ich nochmal auf das schöne Buch von der Norddörfer Schule zurückkommen. Greif mal nach dem Mond. Antonia aus der 3. Klasse hat darin das Schlusswort geschrieben und sie formuliert, warum man beim Jugendpreis mitmachen soll. Ich zitiere: Die Teilnahme am C.P. Hansen Jugendpreis verbessert nicht nur das Wissen der Kinder, es verbessert auch das Gefühl für sein Zuhause, damit es schön bleibt. Ich finde, Antonia hat das sehr treffend formuliert und ich glaube, ich weiß, welches Gefühl sie meint. Das Gefühl für seine Heimat Sylt, das vom Herzen kommt. Und jeder, der beim Jugendpreis mitmacht, fühlt sich dieser Insel Sylt mehr verbunden. Und er sorgt dann dafür, dass es schön bleibt, wie Antonia schreibt. Also dafür, dass unser Sylt mit seiner Kultur erhalten bleibt. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Jugendpreis wieder dabei seid. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, das läuft.